minuut en kunnen ons God middelen. Hij is een man wat visioenen van God heeft. God heeft grote dingen gedaan, daar zijn vrij Olga. En ik geloof we worden van hem nog veel hier in de nächste tijd. So, hij is al eenmaal hier was, dat we als de stage nog een jaar kant weer. Dat is al na een vrij, na een tijd lang krijg. En waren vele van jullie nog niet hier was zijn. So, dan weer hij allemaal hier. En wel we ons hingen strijken am Zenen en opzenden voor het woord. Jezus, dankzij voor het woord wat je ons gegeven is. We willen die einfach loven prijzen voor dit wonderbare woord. En we willen die noemen heel geven. Ik weet voor Jakey dat hij kan gebruikt worden van die zijn tong, dat hij los is van die grote heiligheid te reden. Die noemen Jezus. Amen. Amen. Dankzij. Wauw. Dit is een zeer grote vrijheid en ook een zeer grote vrede hier onder jullie te zijn. Bolivia, ik kon het niet helpen, maar Bolivia, de Mennoniten, had me door nog helemaal geïnteresseerd. Dat zijn 23 jaar sinds het eerste mal hier weer en naar Bolivia komen. Ik had hier 2 Schwesters wonen en dan voeren we hier langzaam evangeliseren. Die dan 12 jaar wat der einer sich dann geïntegreerd had, aber da hat jeder al manche Foto. Gott ist gut. Ich habe mich gewundert, diese Zeit, wo ich hier nu, diese 5 Jahre, diese eine Weg hier al gewesen, von Montag. Ich habe einen Bruder mit, Edwin Hiebert, ist auch dort von unserer Gegend, lang Typ geschafft. Und ja, als ich das ganze Camionato de Pesca gesehen habe, und was da alles los ist, und ab wo vor Ort die alle verstehen zu evangelisieren, die sind sehr, was sagt man dort? Ja, ab verschiedenen Orten verstehe ich, da wird Gottes Rütte bringen, die Menschen, besser gesagt, die Menschen zu fassen, von wo du aufzuholen, wo die sind. Und hier von der hat der Herr mir ein Wort gegeben. Wenn ich das so gehört habe, was die alles hingegeben haben, von der auch hier gebracht haben, dann ist das vielleicht meistens all genug für uns. Aber da wird Gottes Leben auch noch einmal gut, wenn wir dort lesen und betrachten. Und ich möchte von der einmal Matthäus Kapitel 7, von 13 und 14. Ich glaube, sie hatte dort, ja. Ich kann nicht sehr gut Plattdeutsch lesen, aber das wird das sein, ja. Gott nennt durch die enge Pfade. Also, über dort einmal soll das ein bisschen gehen. En einmal kart wo Jezus dit gepredigt heeft. Jezus heeft dit gepredigt in de Bergpredigt. Ik durf mal in 2800 in Israel en 2018, 800 zijn we nog niet, maar in Israel zijn en dan voeren we naar de stad, wo ze zeiden, wo Jezus door een Berg gepredigt had. En deze 17 timers had gehad. Die hebben van de meest krijgt zoveel. Ieder Mal heb je wat bekend gemaakt en gegeven wat je wilde doen. En ik wilde niet alles zeggen, aan wat Jezus dort alles steht. Aber Jezus leert de mensen door. En op dem Berg heeft hij door de Bergpredigt 17 timers aangeredet. Van Matthäus Kapitel 5 bis 7. Door zijn de Bernen. En van daar werden we eenmaal kaart bechecken. Kapitel 7, vers 13 en 14. Die 2 Verse welk, aber dort wordt wiedergehen, dort ist von Gott sein Welle doen. Und wenn wir hier vielleicht alle versammelt sind, und ich weiß nicht, ob die alle all durch die enge Put durch sind, aber am dort geht es von da. Und was Jesus da einmal sagt, Gott nennt durch die enge Put, denn der Put ist denn der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind ab diesen Weg boven.
En wo eng is dat put, oder dat de der, en wo schmal de was, die zum Leben führt. En wenige sind, die den finden dann. Dort wird er vielleicht ein bisschen anders sein, aber ich frage mich ein bisschen, was ist eigentlich, wenn Jesus sagt, das erste, Gott nennt durch das eine Put. Und dann fühlt sich heran, sagt er, wenn es das Put zu der Verdammnis, das sei er bereit. Das sei er bereit. Und du sind sehr viel Boven. Auf den Weg sind sehr viel Boven. In der Weg, der Put, wat hem schwallen was het, der ist sehr eng und die finden dem wenig. Und was liegt dort, dass die dem wenig finden? Ich habe mir da was Sachen so ein bisschen was mir in Gedanken kommen, was der Geist angab, das ist einmal, wenn wir so denken, ein von diesen Weg bist du boven. Du bist auf ein von diesen Weg boven. Als dat nu de schmaler is, oder als dat de breder is, dat moet er uit in de klaar gaan. En ik geloof ook, mijn thema wat ik van der gestalt had, dat we wo breed is de schmaler was. Wo breed is de schmaler was. Dat heeft zich een beetje verdreht. Aber der wordt manchmal breder gemerkt. Und manchmal wird der schmaler gemerkt. Aber das Thema ist, ab einen von diesen bist du boven. Und dort musst du entscheiden, ab den einen, ab den Breiten, will ich sagen, bist du sowieso boven, als du geboren warst. Wie waren alle am Breiten war geboren? Kommen wir zur Welt so zu sein. Wenn es der Breite war, ist die Welt. Und dann sagt Jesus, ab dem schmalen Weg nachzukommen, dort ist nicht schwierig, aber doch schwierig. Er sagt, wen je finden dem? Wo sie finden, sei ja wenig Menschen. Dann eins wieder sagt er, Vers 15 sagt er, du sind viele falsche Propheten, die in Schubskleider kommen und so sagen, das sind reisende Wölfe. Und dann sagt er, ohne Frucht soll die erkennen, ohne Frucht soll wir erkennen, wer die auf dem schmalen Weg ist, oder wohnt die Christen sind, oder Jesu Nachfolger und wohnt nicht. Also, für mich wird dort dann sehr klar, dort sehr viel, wie sehen wir dann bald, dort erst die falschen Propheten, und die werden Schubskleider kommen, dort sind die, die dann nicht eine Religion mehr sind, die sind einfach konzipiert in vielmals so noch dort, wo dann gebrauchte falsche Propheten, wo Schubskleider kommen. Aber ich glaube, viel Dollar, wo die Fiende von der Hand gekriegt haben, dort erst bei dort Thema, blieb bei dort, wo du gelehrt hast. Und du erst, glaube ich, die geradste Religionsthema, und dort geradste Dämon, und dort geradste, was die Fiend kann, die Menschen abholen, dort die nicht im schmalen Weg finden. Wenn Jesus sagt hier, der schmale Weg, der ist dort, der ist eng, aber wenig finden dem. Die sind verbiestert, besonders die Mennoniten, wir als Mennoniten. Wir haben von klein an gelehrt, geschätzt mit Gesetze, dann wollen wir zum Himmel kommen. Aber Jesus sagt das ganz anders. Wenn wir nicht von ihnen geboren waren, dann kommen wir sowieso nicht zum Himmel. Du kannst doch so sehr bemühen und so sehr versichert werden, aber du kommst du nicht an. Und wenn wir dann so wieder denken, warum will Jesus das auf diese Weise die Menschen, oder warum gibt er uns überhaupt eine Chance? Warum gibt er uns überhaupt eine Chance? Er hat vorhin gesagt, wir sind alle Gott sind Kinder und dort hat er auch so geplant, aber wo die sind, dann kommt da wieder Adam und Eva. Du fängt das alle an und der Herr schenkt das in Sehen Jesus Christus und damit sind wir dann auch alle. Wer dem annimmt, sei wie dann gerat. Aber Jesus fordert dann Menschen rüt, bis es Albert Friese det. Jesus fordert die Menschen rüt. Und dann fingen wir in Matthäus 19 von 16 und wieder. Dort traf er den richtigen Jüngling.
En Jezus wil een thuishandel maken met een richting jongling. Jezus zegt aan hem wat hij alles doen zal. Hij zal je buiten houden. En dan zegt de richting jongling dat hij rein alles te doen. Van jugend aan af, van jong aan. En dan wordt Jezus aan, die had nog een ander trouble. En dan zegt Jezus aan hem, vertrouw alles wat je hast. En kom en val me nog. En dan, wat passiert? Der richtige jongling ging treurig davon. Der ging einfach treurig durch. En ik geloof gleich, dat nu direct om zo slecht weer. Ik geloof wat zo slecht weer, dat hij door vast weer. Dat hij door ongebangen weer. En ik geloof, wanneer we reden van de schmale deur, durchgehen, durch de schmale haak, zo te zeggen. Veel mensen, dat is richtige jongling, die wir vielleicht auch bad abschwal. Die wir ganz bad ab der. Und ich glaube, so jetzt sehr viele Menschen dort. Die sind bad der, aber dann sollen die nach dit aufleihen, oder Jan vielleicht aufleihen, und dann kommen die nicht durch. Dann kommen die nicht durch. Und viele, die kommen nicht mal, bad schwal, die schieben dort Fuß auf, aber die kommen bad durch, oder der nächste, die haben Charakter, die geht bad bad der durch, und du bleibst da stehen. Bleibst in Tritt stehen. Wenn es dem ersten zu schwor, nur wieder für Christus zu leben. In meist Amazon Storte fällt dann auf. Aber ab dort war ich nicht so sehr angehen, aber was ich dort will sagen, dass der richtige Jüngling, der will dort sich nicht so sehr viel kosten lassen. Aber Jesus will je door een thuishandel maken. Hij wil bloos zijn rijkdom en dan gaat hij een trade leveren van hemel. En dat leidt hij niet, wil hij niet. En ik geloof dat we zijn in een tijd wo die Finsternis immer wieder überhand nehmen will über uns. Aber das Licht wird dort gewähren. Wir worden übergehen. En wie worden door durchgekomen en overkomen. En den andere punt, wo hij Lukas 14, 25, een paar versen door steht Jezus en fragt da eine ganze Bunch sozusagen 14, 25. En daar sagt dat de Nachfolge en de Selbstverleugnung. En dan geht Jezus met een grote menge mensen taub en die komen aan hem heran. En dan checkt Jezus zich aan en dan vraagt hij wanneer die niet worden, wer mij opvallen wil en ik vader, moeder, kinderen, broeder, zuster, alles verloren dat, dan kan ik mijn dingen zijn. Ik weet niet of dat bij allem zo is, maar veel van jullie, ik geloof veel van jullie Jugendlichen, die hebben dat erlebt. Die hebben dat moest hängen jullie laten, maar jullie weer dat wichtig, Jezus notevallen. Den Weg met Jezus te gaan. Wanneer die ook schwaar weer, en wanneer die ook schwaar is, stel ik me zo ver. Maar Jezus heeft niet bloos gezegd, kom en kom me nog, dat wordt allerlei zijn. Voor het leid is het zeer goed. Die wordt zich betiert, wat even door deze daar zit, wat aan deze, door dat ene put daar zit, op een smal weg nap. Wanneer we dem alle willen zeggen, wat alles op die toot komt, dan willen vielleicht zeggen, veel andere. Dan willen vielleicht zeggen, nee, dan wil ik dat niet. Maar God heeft het zo gevierd. En dat kan sowieso bis einer doen, wanneer een mens te Jezus vindt. En dat is bloos zijn woord en door de Heilige Geest. Wenn Jezus zegt, oder Gott zegt, siehe ihn dann der Vater. Niemand kommt zu mir, keiner kommt zu mir, du machst die Vater mit dem Tracht. En wanneer de Vater tragt, dan is het keine Bremsmeier. Dan wil de mens, dan fällt er wat. Hier passiert wat met mijn leven. Ik verander mij. Ik creëer niet het leven. Dat heeft ganz wat niet in mijn leven. Maar deze priestertolen, daar zijn die niet alle rechtvaardig.
Aber ich bewundere jünd, was hier passiert, die jungen Menschen hier in dieser Church, und ich weiß nicht, wo noch alle Wege, die sind, und ich wünsche, die sind so eine Charlie Kurtz, dort die Wahrheit enfrentaren. En weet je wat, ik geloof die zijn ganz bij dem punt, je hebt sehr geleden over de jaren al met de ganze gouverne en alles, maar ik geloof dat er een bottompunt dat die worden nog wat anders. Du dreht sich wat. Du komt ganz wat neer op Olivia. Du komt ganz wat neer. Daar heeft de Herr mij klaar geweest. En weet je wat? Ziet die rij. Soldaten de Christo. Soldaten de Christo. Jezus zijn soldaten. Jonge, oude, ouderen. Ik vrees me dat je zoveel Jugendliche zijn. De oudere mannen en de oudere vrouwen, wat immer hier is, die moeten zich ziemlich Jugendliche doen. De muziek en alles metmaken. Maar ik vrees me, dit is de nächste Generation. De nächste Generation wordt hier in Schopf geven. En wenn die dat niet doen, wat wel wie? We zijn gewoon alle dagen wieder een eeuwigheid aan. Ik meen, jongen kan ook hartstikke weg zijn. Maar dat bewonder ik, wat die hier leisten doen, wat God der beter gesagt, die nicht, die Luthigen Brücke, die aus Church, die Jugendlichen, und die haben die brennen. Weet je dat? Dat die voor Jezus brennen? Wanneer ik dit hier jeweilig door de kolonie voeren, Primavera, habe ich dort ook gehört, was da passiert ist. Dort ist Mission. Dort ist nicht zusammen geblieben, dass wir kriegen dann, was es jaft. Die wollen uns nicht anbringen, seht ihr schon, Bruder. Das glaube ich dort nicht. Und wenn sie dann besser merkt ihr, weil wir das mal klar haben, wenn wir die ganze Sache für Jesus anstoßen und die Wahrheit sagen, ich glaube ganz fest, Bolivia, wordt een groot missionsveld geven, ook naar de Beirut gaan. Ook naar de Beirut gaan. Wenn es dit vier, mag ik maar niet, dat sei ik niet plaats. Dat sei ik toch niet. De Jugendlichen. Dit brennt. Daar beim Campamento de Pesca. Die junge Menschen, die reden von Jesus, die willen mij weten. Die reden nicht, die willen weten, die sind hungrig. En laat diesen Hunger nicht uitgaan. En de Gemeinschaft wordt nicht. En dan dat wordt verwacht. Wenn der Einbiet halt ligt, en brennen dat wordt eier uitgaan, als wanneer hier nachher mal 3 ableidet ist. Und so ist es auch mit der Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft einander. Wenn nicht, dat vier wel uitgaan. Aus aller Dinge, wo immer du bist. Aber ich freue mich. Und das andere ist, Matthäus 7, 21, du sagst dort, nicht alle, die Herr sagen, werden das Recht Gottes sehen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Ich will bloß sagen, wie glaube ich Mathe und Dorfe Meier dem Vater channelieren. Ich will nicht sagen, nicht alle wollen im Himmel kommen, aber da will ich nicht angehen, wenn es wie sind von der anderen sieht, wie wir den Vater besser channelieren, du merkst dort, wie kann Meier in Meier tun. Nicht Angst haben, wenn ich Herr sei, dass ich dann verloren gehe, nee, sondern ich will ein Abbrecher Christ sein. Laat sehen ein Bruder, Christ hat mir auch gelehrt, weil ich hier nicht mehr sage, wenn es heißt zu mir, Nachfolger Jesu. Ich merke es da, und ich glaube, das ist die Wahrheit. Wir sind Nachfolger Jesu. Christen, das sei die katholische auch, alle sind Christen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir uns Mathe Zeit nehmen, den Vater besser kennenlernen. Wo lieben wir den besser kennen? Ich glaube, ich habe hier viel Kurse unterbeidet in so einer Sache. Wie dürfen wir den Vater besser kennenlernen? In der letzten Zeit auch deine. Dann habe ich hier Samana in der Bibel, was ganz decidiert wäre, was das soll ihr nicht merken, wieder diesen Weg zu gehen. Die wollen dem auch nach gehen. Und die gehen dem. Wir sind ja durch, die ganz bewusst auf einem schmalen Weg leben.
Du sei wie Stephanus. Apostelgeschichte 7. Stephanus sieht die ganze Geschichte der Religiosos, der Pharisäer und Sadduzäer und die ganzen Menschen sehen hey, ganz klar, was die getan haben, dort die Jesus haben und Kreuz genäht. Und dort kostet ihm das Leben. Dort kostet ihm das Leben. Wie dürfen nicht unbedingt alle, das wie einfach Stephanus in Abgabe. Aber so dass die sein, dort echt go en rede Wahrheit, was Jesus in mijn Leben getan hat. Und was die Bibel sagt. Weißt du, wenn du jetzt, du bringst nicht deine Botschaft wieder. Du bist bloß ein Bote Christi. Du bringst bloß dort wieder, was Jesus für dich getan hat und was er dir auch will anbieten. Das Geschenk annehmen. Und viele Menschen wollen nicht ein Geschenk annehmen. Ich erlebe jetzt dat middag wat een broeder die wil een anderen middag betalen. En de andere die nam dat gleich aan. Die schuift bloß auf. Die, no, ik wil niet noemen zeggen. Maar zo zei wie. En ik geloof dat jij dat verken met Christus. Dat is te einfach, dem bloß umsonst dat Geschenk annehmen. En wij willen ons dat Geschenk van Christi laten annehmen. Dan zei wie de nächste, David. König David, sind ja zwei Seiten. Der eine sieht, wie weiter war er ein Sinnfall, wie weiter war er nachher war er Bußifunk und nachher war er deine Deit. Mose, der Lehrer, was das Volk Israel da leidet deit. Und wo wir Mose sind, ist die erste Missionsreise. Weißt du dort? Als Mose rütging und wollte anfangen zu evangelisieren, dann schlug er das erste den Ägypter dort. Dat was zijn eerste missionsreis. Kijk daar wat je kan niet voeren door. En wat er dan nog? Dat hield hem niet plus dood. Hij slaapt hem door aan en holt zich een beetje aan en beklijft hem door. En dit wordt je kunnen antwoorden. Hij voor dich mijn mission. Dat wie hard, de Mose. Maar dat had weer gezien. Had weer gezien. En dan blijft hij uit. En wanneer ik niet aardig zie, ik had dat nu niet hier abgeschreven. Maar ik geloof, hij weer dan 20 jaar, oder wat weer het 40 jaar, wat hij zich dan eerst maar frisch bezinnen deed, wat God hem verder. Dan moet God hem eruit. We hebben überhaupt goed aanmoedig zijn, want wie met eenmaal nog niet kunnen kennen. Dan merkt God ons beschrijft. En we hebben ruhig blijven, we hebben geduldig blijven. Dat helpt veel meer, dat is veel beter. We laten ons van God eerst eruit merken. En dan gaan we, en er staat, ik ga, en dan wordt het jaft. En du fracasseert geen wees. Sehr wichtig, een mensje te gaan, God eerst te vrouwen, en mensen te vrouwen, en dan die zeggen wat je hast. Wat zal ik doen met dit wat ik feil? Aaron, Moses zijn broeder, dat werd einer, wat Moses kon niet uitreden, en dan deed Aaron voor hem reden. Im Alten Testament. Weet je wat hij nog deed? Zolang als Mose de heen had gegeven, dan werd hij zien door. Dan zien God. En Mose werd meid. En dat zegt, en dan kwam Aaron en half zijn heen had gehouden. Tremendo. Tremendo wat voor gemeenschap. Wat voor equipo dat weer. Twee broers. Mose en Aaron. Dan zei wie Paulus. Wat wie Paulus? Paulus wie eerst een merda, verslaapte Christen. Bracht hij aan, die wat aan Jezus leven deden. Was hij zich eerst bekeerd wil houden, Apostelgeschichte Kapitel 9, daar wil keiner am abnehmen, wenn es dich leefde dem nicht. Maar du wie ein Bruder. Ik geloof dat wie Philippus, die had het hard. Die leeft dem, der ist erst omgedraaid. En zo'n mensen, je hebt het ook allemaal ongejutten, die waar je hier kan. De andere doen daar alle aan dem. Maar du hast einer, der weet, der heeft het oprecht gemeint, der wie eerst ganz verbistert, der heeft zich traag gevangen, dem einer moet hem onder arm nemen. Einer moet hem helpen. En Paulus wil, keiner leeft dem. En des einer, Philippus, die kon dem dan helpen dat hij ook ver weg kwam en die brachten dan nog in die church.
En dan fängt Paulus an zu seine Missionsreise. Petrus, der redet sehr groß, aber er sagt zu Jesus, ich komme mit die Taub am Tod. Und dann sagt Jesus zu ihm, das wird dunkel sein, dann wird der Hund 3-mal schreien. Dann wirst du mich 3-mal verloren haben. Und dann nachher sagt Petrus, auf diesen Stein, Petrus, weil ich meine Gemeinde bin. Und weet je, keiner ist perfekt. Wenn da einer perfekt ist, dann kommt Gott sein Recht und glaubt, er ist nicht mehr ein Sünder oder er braucht nicht Buße, dann hast du das noch nicht ganz begriffen. Wenn es jeder einer, wer Jesus annimmt, ein Kind Gottes Wort, wir leben nicht mehr in Sinn, aber wir merken Fehler und wir haben trotzdem auch unsere Troubles. Und tenlaats dat wir Johannes, der Täufer, dem war auch ein, er sieht bloß, dass es nicht reicht, dass ich nicht dem sein Bruder seine Früh hat. Und dort kostet ihm den Kopf. Das sind sehr extreme Sachen, was ich hier abgeschrieben habe. Oder was ich habe nur gedacht, was in der Bibel steht. Aber dort ist Sache, Menschen, was vor der Wahrheit abstoßen. Und dort ist der Preis. Wirst du dem tun? Hast du dem getan? Huis verloren, Heim verloren, Brüder, Schwester, Mama und Papa verloren? Ich glaube viel von Jünd, oder ich bin sein Sohn, der haben gekriegt, dass du was die Bibel hier sagt. Wenn es Jesus Meier regnet, in Wolle für Jesus Leben aus. Für sich wieder selbst. Und woran fängt wenig Menschen diesen das eine Put, dass ihr schon einmal wieder wie als Minister der Religiosität, und dann sind dort Stücke ja weich, dann muss ich viel Sachen aufgeben, dann muss ich meinen Alkohol auflöten, dann muss ich mein Wirt auflöten, wo ich schwinche Rede haben, alle dort, dann kommt die Menschen vielleicht durch, dann wird die Menschen sein, dann das Ansehen von Menschen, und dann sind dort, dann ist mir dort die Schuld, und dann sehe ich dort leider bloß spirituell. Dan zie ik dat bij de Church, bij de religie, en dan word je ook al in de hemel komen. Sehr viele Menschen, glaube ich, erst die Tor falsch eingestellt. Die glauben, ich habe das Recht, aber die sind auf dem breiten Weg. Sie sind ganz umgedreht worden. Meist jeder Mensch, wenn der aller wird, und noch einmal erst jeder der Evangelien gewasst, aber den Lat sei, der sei nicht gestorben. Bueno. Wir kommen wieder zum Schluss. Paulus hat 2 Brüder. In 1. Timotheus 19, 18. 1. Timotheus 1 von 18 und 20. Du wirst auch 2 Brüder, die lange Paulus hat Top geschafft. Und das wäre Hymenaeus und Alexander. Und der hat den Weg verloren. Der wird den Weg, das war zu schwer geworden. Aber er sagt einfach, er hat dem Feind übergeben, sagt Paulus. Sind das auch. Ich habe nicht ohne Angst. Aber dass Menschen manchmal weichgehen, dass es zu schwer wird, sind das. Und ich glaube auch, sehr viel sind weil tun werden, da vielleicht die anderen Menschen von ihrer Church, von wo sie kommen, von ihrer Kolonie. Und irgendwann können sie dort nicht mehr vertrauen und geben sie die Church ab, kommen nicht mehr in die Church. Die können dort nicht vergessen, was in das angetan werden, haben auch alle recht. Aber die war ich erst loslassen, die Menschen vergeben, dort die waren kostrei, nur in die Gemeinschaft kommen, um Gottesdienst kommen, und dort die durchkost, war frisch, dort 4 Finger. Nicht die Church abandonaren. Hebräer sagt, Paulus ganz klar, der Hebräerbrief sagt, wir sollen die Versammlungen nicht verlassen.
Und dort das Leicht, want wie Sachen nicht können loslassen. Ich habe mich geäuert über die Church. Ich habe mich geäuert über die Kolonie. Ich habe mich über die Menschen geäuert. Dann lohnt ich die Church sogar tun. Weißt du, wer den Untergang erst bei dort? Dort bist du selbst. Dort ist der Mensch selbst. Und dort passiert sehr viel weiter. Und dort wird ich hier durchkommen. Von wo ihr kommen. Und die Menschen, und dann wer dort hier, und wo du bist, die würde ich bloß merken. Merk eine Entscheidung, lot los und komm rein zu Jesus. Du bist vielleicht noch bei Jesus, aber merk die Sache klar, dass du war Frieden haben, dass du war zum Gottesdienst fahren. Dass ich Menschen, die sagen, ich will 5 Jahre nicht mehr hier fahren, wenn sie mich dort und dort geäuert haben. Und dort ist zu schön. Die sind bei Jesus gewesen. Und für die, der wird Jesus Christus ganz treu nachfolgen da noch. Und dort ganz entscheidet haben, ich lebe für Christus. Weißt du, was für dich ist? Dort sind sie erscheint. Und dort soll ihr merken. Dort ist du, wo Apostelgeschichte Kapitel 2, wo der Heilige Geist wird ausgegossen, auf dem Pfingstfest. Die Ausgießung des Heiligen Geistes aus der Heilige Geist ist ausgegossen wird, dann schreien die Menschen dort und dann baut wird über diese Menschen, die den Heiligen Geist haben, über die wird gespart und die sehen, die sind voll süßen Weins, aber die werden bloß voll des Heiligen Geistes. Die haben nie das Leben angefangen. Und von daher, ich glaube, jetzt verteilt nach einer, wo wir so es wäre, sieht eine Person da, der hat eine andere Person gesagt, sie wie eine Kollegin ganz allein. Und sie hat dort wissen keiner, dass sie Jesus hat, aber die Menschen wissen das alle. Na, wieso? Na, er freundlich gesagt. Das Jaffort, das wird an uns. Und für die Menschen, die wird Jesus haben angenommen, der ist der Heilige Geist eingetragen, und die können dann auch wirklich mit Jesus gehen, und auch die Kraft zu haben. Aber als Petrus dann ist angefangen zu predigen, und dort ist die Kraft, die Menschen sind alle. Als Petrus anfängt zu predigen, die sagt, tut Buße und bekehrt euch, und lasst ihn teipen. Als dat is passiert, dann was die Gemeinde, die Leute über 3000 Menschen sich in einen Tag taufen. Und dort sind hier, und dort sage ich, dort die diese abgehen. Lasst dem Heiligen Geist nicht breken, sondern lasst ihn los. Lasst ihn los, und die wird die Kraft geben, die wird viele das. Und dann geht das wieder. Als Petrus das gesagt hat, dann kommen sie nach wieder. Und die kommen aber durch, wo in Kapitel 4, wo das sagt, Petrus und Johannes sagten, wir können nicht von dort loten, was wir hier in Jesaja haben. Und dort ist dort. Was hat der Jesaja? Der hat Jesus gelehrt, der hat dem Heiligen Geist gelehrt, und der konnte nicht mehr davon still sein. Und dort ist auch, was wir nicht sagen, davon still sein. Sogar die beten, da passiert Wunder und Tätens, in auf eine steht, wo sie beten, da hopst die ganze Flur, die fängt an zu sättern. Das wird hier gesagt. Ich glaube an die Apostelgeschichte. Ich glaube an dort. Und dann passierte die Wunder. Sogar die auf die Kranken bloß auf der Gasse rütteln, wenn die Jungs, wenn Petrus und Johannes nicht vorbeikommen. Und viele von denen waren geheilt, wenn sie bloß dort schauten sahen. Weet je wat, ik wil je een moed maken. Dit is een waas met Jezus te gaan. Maar de kracht van Heiligen Geest, die zal aan je blijven. Die zal aan je blijven. En die wordt aan je blijven. De Heilige Geest is gestempeld in Epheser Kapitel 1. Wir sind versiegelt. Wir haben ein Siegel gekriegt. Wir haben einen Stempel gekriegt. Danach wir uns bekehren. Wir sind de Plattdeutsche Leute sagen sogar, wir sind getätigt. Wir sind getätigt. Mit dem Heiligen Geist. Und dem werden wir uns auch nicht in so viel mehr wie dem Rüm geben, so viel Dollar fängt dort an Eber zu schälen.
een eeuwige schelen. Een eeuwige schelen. Also, ik mag je 3 Sachen hier laten. Die, wat fall zijn, wat oké zijn, wat am Heiligen Geist gaan, die mag dat je wieder de moed wensen en kracht, dat die kunnen verder gaan. En voor je leven dat eerste, pas voor jezelf ab en dan wieder naar de nächste. Der nächste Punkt, vielleicht bist du aufgekommen. Vielleicht siehst du von diesem verbreite schmaler war, was ich von Anfang sehe. Vielleicht hast du aufgewangen und vielleicht hast du versucht, den dritten Weg zu nehmen, dem wurde es nicht geschafft. Den dritten Weg schafft es nicht. Und dem würde ich merken, wenn die dort passiert ist, dann kommt Trainer Jesus. Kommt Trainer Jesus und sagt, ich will drei ab dem schmalen Weg ab. Und die, was ihr schon seht, die wird vielleicht verlassen, die Schweiz ganz verloren haben, die würde ich beten, ganz auch Trainer Jesus zu kommen. Und wenn hier Söhne sind, was Jesus noch nie hat angenommen, dann tut das von dir. Dann tut das von dir. Ich glaube, bei so einem Gottesdienst, wo Gottes Wort gepredigt wird, soll immer die Chance sein, immer die Gelegenheit sein, dass die Menschen sich von dir hier bekehren. Du tust das Evangelium. Wann es klar nicht gepredigt worden ist, wann der Geist Gottes gewirkt hat. Ich möchte gerade mit Ihnen beten und soll da wer sein, die eine Entscheidung will merken oder die Jesus will abnehmen in sein Hort, in Sinne bekennen will, oder die wird wachgegangen ist, die zurückkommen will, dann würde ich die beten, hier in die Ferne zu kommen und dort durch hier dann Herr kannst beten, dort wie für dich hier beten können. Wenn Jesus ist immer durch und er will uns nicht haben, dass wir von ihm sollen wegkommen, sondern er will haben, wir sollen dich bei ihm bleiben. Ich wünsche, dass die gesegnet sind worden. Ich möchte noch haben, dass ihr darüber abstoßen, weil ich ein Segensgebet spreche dann. Herr Jesus, ich komme zu dir und ich sage dir Dankeschön für das gute Wort, was du getan hast, ab dem Kreuz, ab Golgatha. Und für das möchte ich die vom ganzen Herzen Frauen in die Dankschein sei, dass du dort verbracht hast. Ich danke dir für das Overmut, was wir darüber führen, dort andeuten und die, was du für uns zu tun hast. Und Herr Jesus, ich kann nicht anders als Dankschein sein. Sehen diese Gemeinde, sehen jeden einen, der hier ist. Und ich bete für, dass die Kinder waschen, was schuldgefällighaft, oder vielleicht einer sagt, ich sollte meine Sache abbrechen, der kann auch mit dir dort alleine durchreden. Aber wenn ihr mit wem top macht, dass ihr dort von dir macht tun. Ich danke dir für Jesus Christus. In die Namen. Amen. 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 Wenn du engagiert bist und du wirst ein Gebet haben, hier waren Lehrer und beide Eiken sein, ich freue, dass mir Lehrer noch fähre kommen. Die wollen mit dir beten. Komm hier noch fähre.